Hier vergeude ich nur meine Zeit. Ich sollte einfach Lukes Teddy benutzen und ins Reich der Toten gehen. So, da gibt's was. Das wird mir sicher von Nutzen sein. Genau, jetzt haben wir eine Schrotflinte. Und jetzt wollen wir mal den Teddy benutzen, um ins Reich der Toten zu kommen, zu den Markttore. Komm schon, Angsthase! Denn unser sind viele. Ich bin der Herrscher über das Reich der Toten. Schatten geboren am Zusammenfluss der Welten, um zwischen beiden hin und her zu wandern. Dem Reich der Lebenden mangelt die Bedeutung, die mein nicht lebendes, nicht totes Sein an diesem Ort besitzt. Dem Reich der Toten, wo die Dunkelheit sich offenbart am Ende des Verstands. Als Gott trete ich hervor auf dem sich windenden, stinkenden Körper der Schlange im Reich der Toten. Welcher Art ist hier der Schlaf? Welche Träume lauern in den bedachtsamen Windungen der Schlange todbringender Zuckungen? Waffe in der Hand. Meine Hand im Bogen, den Todesstoß führend am Ende aller Dinge. Das Grauen. Das Grauen. Ich gebe mich ihm hin. So, und da sind wir jetzt im Reich der Toten. Und da haben wir jetzt eine andere Waffe. Das war die Schattenwaffe. Die am Mods Krach macht. So, dann wollen wir mal schnell speichern. Und jetzt treffen wir auf Jaunty. Michael, komm doch mal hierher! Hallo Michael! Wie läuft's denn so mit dem Tod, was? Jaunty, ich wäre dir verbunden, wenn du mich Shadowman nennen würdest. Hier im Reich der Toten hat Michael Leroy keinen Platz. Was immer du willst, Michael. Schön, dich wiederzusehen. Ist ja schon Ewigkeiten her, dass mir deine wunderbar fröhlich lachende Visage zum letzten Mal untergekommen ist, was? Ganz meinerseits. Warst wohl weg und hast ein bisschen mit dem alten Drachen geschickert, was? Hast es ihr ein bisschen mit dem guten alten Voodoo gegeben, um sie immer jung zu halten, was? So ungefähr. Ich wette, sie hat dich mit ihrem dreckigen Bettgeflüster vollgesülzt. All dem Gerede vom jüngsten Tag und von Armageddon, bis dir der Schädel geplatzt ist, was? Tatsächlich hat sie zufällig mal einen gewissen prophetischen Traum erwähnt, den sie gehabt hat. Ach, hat sie, ja? Naja, dies eine Mal hat die alte Hexe womöglich recht. Siehst du den verdammten großen schwarzen Turm da drüben? Wie könnte ich den übersehen? Naja, der alte Bruegel. Der Malertyp aus dem Mittelalter, was? Der hat mir neulich erst erzählt, wie sehr ihn der Turm an ein Bild erinnert, das er mal gemalt hat. Meinst du Peter Bruegel? Nein, Seamus, seinen entfernten irischen Cousin. Jedenfalls, er war ziemlich geschockt, der Typ, über das, was das verdammte Ding hier anrichtet. Er scheint einfach so aus dem Nichts und rast hier durch die Gegend, als gäbe es kein Morgen. Was nach dem, was Nettie sagt, ja gar nicht so falsch ist, was? Irgendeine Ahnung, was hier vor sich geht? Ich doch nicht. Und ich werde bestimmt nicht an die Haustür klopfen, bloß um es herauszufinden. Ich sage nur, wenn wir mit was Bösem rechnen müssen, dann kommt es von da drin. Nettie hat die dunklen Seelen erwähnt. Kannst du mir mehr darüber sagen? Ich fürchte, auch da muss ich dich wieder enttäuschen, Michael.
Alles, was ich weiß, ist, was mir Nettie erzählt hat. Sie seien verdammt mächtig, nahezu unzerstörbar und sollten nicht in die falschen Hände fallen, was? Irgendeine Ahnung, wo sie sein könnten? Was denn? Hältst du mich jetzt etwa für einen Reiseführer für die dunklen Seelen, was? Ich schätze, du könntest es mal mit all den alten heiligen Städten da unten zwischen den Heulern und Zähneknirschern versuchen. Ich hoffe bloß, dass es keine von diesen Seelen in diesen verfluchten großen schwarzen Turm verschlagen hat. Wenn Nettie recht hat, ist das einigen von ihnen schon passiert. Noch ein Grund mehr, mich zu beeilen. Öffne die Tore, Jaunty. Ja, hast viel zu tun, musst eine Menge Leute treffen. Was, Michael? Öffne einfach die Tore, Jaunty. Habe ich dir eigentlich jemals erzählt, wie ich und Attila der Hundenkönig mit den abgeschlagenen Köpfen der französischen Aristokraten gekegelt haben? Jaunty! Schon gut, schon gut. Lass dir darüber mal bloß keine grauen Haare wachsen, obwohl, wenn ich mir deine glänzende Rübe so ansehe, hast du damit ja wohl keine Probleme, was? Sesam, öffne dich! Und solltest du mal Lust haben, reinzuschauen und ein paar Takte zu plaudern, du weißt ja, wo du mich findest. Nur schade, dass uns die Zeit nicht für ein paar Schlückchen an einem lodernden Torffeuer reicht, was? Ich trinke nicht. Mit Schlangen. So. Genug geredet. Jetzt geht's da weiter. Das sind nur die leichtesten Gegner, wo es so im Reich der Toten gibt. Da kennt man bei Weitem noch schlimmere Gegner. Ich glaube, da kann man doch irgendwie... Jetzt weg da. Das waren übrigens Zombies. Die holt ein bisschen mehr aus. So, wir müssen da um. Wo ist er? So, bloß nicht runterfallen. So, jetzt haben wir das Seil da oben gespannt. So, wir müssen so weiter. Ich hab's. Aha. So, das ist das erste Sargtor. Ich bin der Herrscher über das Reich der Toten. Die
können wir nach und nach können wir die erst öffnen, wenn wir die entsprechende Stärke dafür haben. So, da gibt es eine Erinnerung für den Teddy. Hier entlang, Mikey! Sieht aus, als hätte mir jemand eine Nachricht hinterlassen. Da haben wir die Prophezeiung. Genau, das lese ich jetzt aber nicht alles vor. Das sind die Schwestern des Blutes, auf die treffen wir später mal. Legion ist eh bekannt. So, das war's. Mit der Prophezeiung. Das ganze Zeug wird uns noch erwarten. Ich hab's. So. Da ist wieder sagt er, das kriegen wir jetzt noch nicht auf. Weil uns eine Seele fehlt. Und da hinten haben wir die erste. Das wird uns sicher von Nutzen. Die Macht der dunklen Seelen. Ich gebe mich ihr hin. So, und jetzt haben wir den ersten Schattenlevel. Und können damit das Tor aufmachen. Super. Ich hab's. Die Totenköpfe sind der Energie für die Voodoo-Waffen, die wir noch finden. Ich bin der Herrscher über das Reich der Toten. So. Boah. Jetzt aber weg, sonst gibt's noch einen Herzinfarkt. Verlorene Seelen schweifen durch die Marktore für eine Ewigkeit des Wartens. Diese grenzenlose Vorhölle, dies wüste Land, diese ungezähmte, widernatürliche Nachgeburt, die ich befehlige, Kraft meiner ewigen Dunkelheit. Welche unsäglichen Geheimnisse werden gewispert auf dem Pfad der Schatten? Welche rot geränderten Wahrheiten, die trostlos sich erheben über den verfluchten Horizont? Todesflügel, Duppi, Zombie-Mutter, dieser Voodoo-Herrscher wird sie alle überdauern. Ich hab's. So, jetzt müssen wir links. Und jetzt müssen wir da oben. Das muss aber schnell sein. Weil da die Todesfische herum sind.
So, da muss ich schnell speichern. Und jetzt können wir unsere Waffe ja aufladen.